Hallo zusammen. Ich erzähle euch heute das Märchen «Die Wichtelmannli». Das Märchen haben die Gebrüder Grimm aufgeschrieben und Eve Thorlett hat die Bilder dazu gezeichnet. Es war einmal ein Schuhmacher. Der war so arm, dass er nur noch für ein Paar Schuhe Leder hatte. Das hat er am Abend für den nächsten Tag zugeschnitten. Und weil er ein gutes Gewissen hatte, ist er nachher in sein Bett gelegen und sofort eingeschlafen. Wo er am Morgen angefangen zu arbeiten hat, sind die beiden Schuhe fix fertig auf dem Tisch gestanden. Der Schuhmacher hat gar nicht gewusst, was er dazu sagen soll. Wo er die Schuhe näher angeschaut hat, hat er gemerkt, dass sie tipptopp gemacht sind. Kein Stich war falsch. Ja, gerade so wie ein Meisterstück. Und noch am gleichen Tag ist ein Kunde ins Geschäft gekommen und die Schuhe haben ihm so gut gefallen, dass er mehr als gewöhnlich dafür gezahlt hat. Von dem Geld hat der Schuhmacher Leder für 2 Paar Schuhe kaufen. Er hat es am Abend wieder für den nächsten Tag zugeschnitten. Doch als er am nächsten Tag wieder an die Arbeit gehen, sind die beiden Schuhe schon parat gestanden. Die beiden Schuhe sind auch wieder schnell verkauft worden und aus dem Geld, das der Schuhmacher verdient hat, hat er Leder für 4 Paar Schuhe kaufen. Das Leder hat er wieder am Abend zugeschnitten und am Morgen sind die fertigen Schuhe dort gestanden. So ist das ein Weile gegangen. So war er gleich wieder ein wohlhabender Mann mit einem guten Verdienst. An einem Abend, kurz vor Weihnachten, hat der Schuhmacher zu seiner Frau gesagt, wie wär's, wenn wir heute in der Nacht aufbleiben, damit wir sehen, wer uns so hilfreich zur Hand geht. Die Frau war einverstanden und hat ein Lichtchen angemacht. Dann sind sie sich hinter den Kleidern im Stubenecke verstecken und haben gut aufgepasst. Als es Mitternacht war, sind 2 blutige Mandli reingekommen. Sie sind an den Tisch angesessen, haben das zugeschnittene Leder genommen und gerade angefangen, mit ihren kleinen Fingern ganz schnell und geschickt zu stechen, zu nähen und zu klopfen. Der Schuhmacher hat vor Verwunderung die Augen nicht davon lassen. Die beiden Mandli haben so lange weitergemacht, bis alle Schuhe fertig sind und auf dem Tisch gestanden sind. Sie sind aber so schnell, dass sie lang vor dem Morgen fertig sind. Dann sind sie aufgestanden und davon gesprungen. Am nächsten Tag hat die Frau gesagt, die kleinen Mandli, die haben uns reich gemacht. Wir müssen ihnen dankbar sein. Ich will nicht, dass sie frieren müssen. Weisst du was? Ich will ihnen Kleider nähen und auch ein paar Strumpfhosen lismen. Mach du jedem ein paar Schuhe. Der Mann hat ja gesagt und sich an die Arbeit gemacht. Am Abend, wo sie alles zusammen hatten, haben sie anstatt das zugeschnittene Leder die Kleider und die Schuhe auf den Tisch gelegt. Sie haben sich wieder versteckt, weil sie wollten sehen, wie die Mandli reagieren würden. Um Mitternacht herum sind die beiden wieder zu springen gekommen und wollten arbeiten. Als sie aber die Kleider gesehen haben sie sich so fest gefreut. Wie ein Bisiwetter haben sie sich angelegt, die schönen Kleider glatt gestrichen und haben gesungen: «Sind wir nicht Mandli hübsch und klein, wir wollen nicht länger Schuhmacher sein. Sind wir nicht Mandli hübsch und klein, wir wollen nicht länger Schuhmacher sein.» Dann
sind sie umgekumpelt, haben getanzt und sind auf die Stühle und die Bänke gesprungen. Am Schluss sind sie tanzend zur Tür raus. Von dann an sind sie nicht mehr gekommen. Aber am Schuhmacher ist es gleich gut gegangen. Solange wie er gelebt hat, war er glücklich gewesen bei allem, was er gemacht hat. Das war das Märchen «Die Wichtelmandli». Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis gleich wieder. Tschüss!